Oh, jetzt kommt gerade so ein Schiff. Schau jetzt. Jetzt könnt ihr schauen. Schon fast verpasst, da ist es. Herzlich willkommen zu der neuesten Stellplatzbewertung. Das mal aus Urmitz? Urmitz, jawohl. Und wir sind am Rhein. Am Rhein. Da hinten seht ihr den Rhein. Und ich hoffe, es windet recht stark. Ich hoffe, man hört uns trotzdem gut. Ja, da hinten ist eben der Rhein. Da fahren. Jetzt sieht man es vielleicht gerade, da auf die Seite. Hinten hat es ein Schiffchen. Es ist schon durch. Ja. Aber es fahren hier auch ganz grosse Kähne durch. Also so Frachtschiff, oder? Genau, Frachtschiff. Also da ist Frachtverkehr halt, ist noch cool zum Schauen. Also alle, die sich für Schiffe interessieren, unbedingt hierher kommen. Der Platz ist schön gemacht, er ist geteert, sehr gerade, also ausnivellieren muss man eigentlich gar nicht. Es hat zwei so Parkringe quasi, also einen vorderen. Halbring. Es sind nur halbe Ringe. Halbe Ring, einen vorderen und einen hinteren. Und wenn ihr am Nachmittag kommt, sind die Chancen extrem klein, dass ihr auf den ersten Ring kommt. Also wir mussten auch hinten durchnehmen. Wir hatten gerade noch Platz gehabt, wann sind wir gekommen? Am 4 oder so? 20 vor 4, ja. 20 vor 4 und es hat irgendwie noch 3 Plätze frei gehabt. Also früh da sein. Ich habe auch schon heute Morgen jetzt beobachtet, dass die Schlauen unter euch kommen am Abend und wenn ihr noch eine Nacht bleiben wollt, fahren am Morgen einfach führen in die zweite Reihe und dann haben wir auch einen Frontplatz. Genau, so ab dem 8. 9. fangen die Leute an zu gehen. Sie fangen an, wie das halt üblich ist, Wasser ablassen, auftanken und starten für einen neuen Tag. Dann wird zwischen ihnen wieder mal das Plätzchen frei und dann kann man in die Pole Position. Zu den Kosten gibt es zu sagen, es kostet 7 € pro Übernachtung. Inklusive ist nur die Abwasserentsorgung. Das heisst, für Wasser, Strom zahlt man separat. Aber Dusche-WC gibt es keine. Genau. Also müsst ihr eure eigene mitnehmen und benutzen. Zur Nacht, es hat hier hinten auf dieser Seite, man sieht es jetzt hier im Bild nicht, hat es noch so eine Brücke, wo Güterzüge drüber gehen. Die hört man zur Nacht relativ gut. Und was auch sehr unschön ist, oder respektive gerade unmittelbar hinten dran, ist eine Art wie ein Werkhof und ab morgen um 8 Uhr fahren sie da mit ihren Gebläse auf und Traktoren und weiss was ich was. Und also man wird garantiert früh wach da. Aber was wir auch gestern Abend beobachtet haben, das ist vielleicht noch ein Geheimtipp, wir können zwar nicht sagen, ist das jeden Abend so, aber Punkt 20 vor 7 Uhr. Also wahrscheinlich eher 6:30, 20 vor 7, ja, würde ich jetzt sagen. So 6:30, 20 vor 7 kommt der Ital 1. Das ist ein kleines Büsschen, ein kleiner Italiener, macht seine Scheiben auf und dann wird da Eis verkauft. Also Gelati, genau. Innerhalb von 10, 12 Minuten, die Leute sind alle gekommen, wie heissen die? Lemmings. Jawohl. Sind alle gekommen, haben ihr Glacé geschnappt. Dann macht das wusch, 10 Minuten später ist er wieder weg. Es gibt also so Becher. Ja. Also es lohnt sich noch. Und wir haben uns noch gewundert, wieso dass so um 20 ab 5 schon alle am Essen sind im Auto. Jetzt wissen wir warum. Jetzt wissen wir wieso. Weil wir haben etwa um 6:30 angefangen und haben natürlich in dem Sinne kein Glas holen. Darum können wir nicht sagen, ob es fein ist. Aber es hat gut ausgesehen. Wenn ihr mal da sind und so ein Glas probiert habt, dann sagt uns doch in die Kommentare, wie gut oder wie schlecht das war und ob wir noch etwas verpasst haben oder nicht. Dann kommt noch unsere Bewertung. Genau, unsere Bewertung. Wir haben vorher besprochen, wir würden beide ein 4 geben. Aus dem Grund, weil man muss noch separat das Wasser zahlen, man muss den Strom separat zahlen. Was aber wirklich positiv ist, ist der Boden. Also das ist wirklich 1A, du brauchst keinen Keil. Und was man vielleicht auch noch sagen kann, es ist recht eng. Also die Parkfelder sind eng. Du stehst wirklich so Häuschen an Häuschen an Häuschen an Häuschen. Und ja, wenn einem das nicht so zusagt, dann ist es vielleicht nicht unbedingt der Platz. Wobei man muss sagen, also mich dunkt im Fall die Frontreihe ist schon ein bisschen grösser als die Heckreihe. Ja, es ist natürlich auch der Kreis, durch das es so eine Beugung macht. Ist klar, an einer Stelle ist es einfach schmäler und das ist dann halt in der Regel vorne. Weil es haben jetzt eigentlich alle so parkiert, dass der Blick Richtung Rhein hinten geht oder vorne. Und ja. Ja, und von Vorteil kann man vielleicht noch sagen, parkiert doch quasi mit der Seite, wo ihr nicht aussteigen könnt,
ganz an euren Strich ran. Dann habt ihr hinten durch wirklich noch ein bisschen Platz für zum Sitzen und so. Und wir haben jetzt gestern ein bisschen Pech gehabt, kaum als ich die Stühle draussen hatte, hat es gerade angefangen zu schiffen. Und zwar nicht wenig. Wir haben dann alles wieder zusammengepackt und Dachfenster wieder zugemacht und ja. Und sobald es aufgehört hat, haben alle Leute wieder ihre Stühle rausgeräumt und wieder angesessen. Genau. Gut, Ja. dann wünschen wir euch eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heisst, Svefa und Tour. Ciao Tschüss zusammen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst uns doch einen Daumen nach oben da. Und vergesst nicht, uns zu abonnieren auf YouTube, Facebook, Instagram und Twitter. Wir wünschen euch eine spannende Zeit. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heisst Svefa und Tour.